Dankzij Team van ons aanleiden in de aanbidding van jou. Dankzij alle voor hier zijn van jou. Samarius, en dit is een bijzondere zondag Samarius, frische Samarius, de zon die jetzt schmack op, dat is een genodendag, de genodesnie, God zijn Läwens. En zo mij aankert van jou een boodschap te brengen waar ik naar Lebenswasser, Lebenswasser. En pas zin die trägt, dan red ik van, vielleicht feier zin die trägt, red ik van de jährliche Jahresseasons. En ik red van, dat is een jährlicher Winter, dat is een jährlicher Sommer. En al deze verschillende seasons. Laat dat doch ik even, zo wil je wie in deze zomertijd blijven, waar het schijnt jet, waar het bleek, waar het plus goud jet. Wil je wie in deze season blijven. En een van de dingen wat we kunnen doen is Wota drinken. En we kunnen deze Wota drinken wat Jezus aanbiedt. En dat is weinig van deze boodschap naar Lebenswasser. In de zomertijd, dan is het meestal so, wo mensen een beetje afbacken en niet gewoon zo zeggen, jährlich was. In Anfangsjahr, dan werden we de Bibel lezen en we hebben al deze dingen wat ons janken te doen. Maar de zomertijd hebben we vacation en dat gaat schijn en we nemen de tijd af. Sommige mensen zeggen, dat heeft zich in de zomertijd zo gefeilt, ik neem jährlich af. En ik geloof niet dat we zullen jährlich tijd afnemen in de zomertijd. Ik geloof, God wil ons erfrischen. God wil dat we zelf wassen in deze tijd waar we zijn, in de zomertijd waar we zijn. Even in onze tijd wordt het ook schijnjet, waar we sozusagen in de zomertijd zijn. Je kan de openbaring treden. Ik wil sommige vers lezen uit openbaring. En zo openbaring, dat is het laatste boek in je Bibel, kapitel 22. Dat is het laatste kapitel van 1. Mose. Bij openbaring zijn zeer veel dingen passiert, want we een schrift kijken. En van 1. Mose bij openbaring, dat is werkelijk de geschichte van waar God de mensen leidt. En waar hij zich beweegt, maakt de mensen. En zo hier zijn we bij het laatste boek van openbaring. En wat mij interessant is, hij loopt ons daarna allemaal aan en zegt, komt naar mij. En zo openbaring 22 vers 17, daar zegt het, en de jes en de bruid zeggen, kom. En wer dort heert, die zal ook zeggen, kom. En wem dat darst, den laat komen, en wer er wel, zal dat Lebenswasser umsonst nemen. En zo hier redt het van dat wie zal komen naar het Lebenswasser wat umsonst is. Wem immer darst, laat hem komen en laat hem komen naar het geschenk wat er voor vrij is. Dit woord darst hier, dat heeft een bijzondere meinung op de originale spraak in Hebreeuws, ook in Griechisch. Ik weet niet of ik dat recht zei, maar dat is dus hydroseo. Hydration, vielleicht kommt das Wort von daher, aber was das Wort dort meint, das ist ein Drink von Leben, das ist ewig gefällt, Gott gefällt Leben, säulerfrischendes Leben. Dann in dem Neuen Testament, dann hat das Wort ein bisschen eine andere Meinung, das meint zu leiden. Das Wort Darst, das meint leiden. Das ist nicht ein bisschen, wir wollen ja Darst, das ist von uns Darst, das ist zu leiden, das ist, wenn wir ganz bald eng sind. Und als du mal best ganz bald eng gewesen und so ein Darst hast gehabt oder nicht, da weiß ich nicht, aber wir haben alle den Jessel ja Darst gehabt in unserer Säule, wo wir bald eng werden, wo wir Jesus brauchten. Jesaja 55, Vers 1, da sagt, nu kommt, in wem der Darst, hier ist Wota verjöhnt. Je, der kein Geld hat, kommt und schreibt Wein und Melk, ohne Geld und ohne Betrug. So kommt. Dat is voor vrij. Dat is een beetje, dat is urgent. Komt naar het leven, het woord daar. Dat waren het woord hier, dat meint leven. En komt en schrijft wien, dat meint, dat representeert vrede. En melk, dat representeert nahrung. En zo'n ander weer, hij zegt, komt. Hier is leven, hier is vrede en hier is nahrung. Komt naar het leven. En het beste part van het alle is, hij zegt, komt. Jeder wat er niet geld heeft, wie wat er niet geld had, die wat er niet geld had, dat is oké, kom. Dat is alle umsonst. Ohne geld. En dan in Johannes kapitel 7, daar zegt Jezus zelfs, hij zegt, komt hier als leven het woord. Dat zegt in Johannes 7, vers 37 en 38, daar zegt het is dit, om laatste en laatste dag op den vasten Jezus op en roep luid. Wem durstig is, den laat ik aan om mij te komen en te drinken.
wer an mich glaubt, so ist die Schrift sagt, uit dem zijn bijna steht worden, leven je Wota struim ran. So dit fast, wo Jesus sagt, dit sind fast, wat de Juden vier, en dat sind fast, wat zij vierden en dachten aan, wo Gott ont had verzorgd in de wüste, wo ont had brood gegeven en Wota gegeven, als zij hungrig weer, dan geeft Jesus, geeft Gott ont dessen Manna wat van Himmel valt, dus dat brood wat van Himmel valt, Moses die sloeg zijn stok op den Stein en er kwam Wota uit. Dit is het vast wat zij vieren. Ik stel me voor dat er meerdere deel zijn was, wenn het zegt aan den laatste dag van deze vast, de grootste dag, vielleicht den Finale van deze dag. Daar staat Jezus op eenmaal op en zegt dat, met een luide stem zegt hij, wer im durstig ist, den lade ich an, um te komen ten drink. Wer maar an mich gleich und an der Schrift gleich, uit den zien banischt war, leven je struim van Wota ran. En zo'n andere weer wat Jezus sagt, je braucht nicht mehr naar dat Fast kommen, dat Fast van brood en van Wota. Hij sagt, ik zelfs, wo in jullie leven en Wota geven te jullie darste Zeil. En zo, dit is niet bloß een drink wat Jezus aanbiedt, dit is niet bloß een slok Wota, dat is niet een drink, aber hij zegt hier, ik zie de kwaal. Ik zie de kwaal van leven met Wota. Ik zie de kwaal van leven met Wota, wat niemals niet wordt dreigen. So, hier sind 3 Dinge, wat je kan opschrijven, om even na te denken. Nummer 1 is dat wir sind alle durstig. Wir sind alle durstig. Wir haben Season in uns Zeit, in uns Leben. Und wir sind alle durstig. Alle von uns, die brauchen das Wota, was bloß Gott kann je, was uns voll abmerkt. Psalm 42, Vers 2, da sagt, dass so ein Rei in Verlangen hat, noch frisches Wota hat. So hat meine Säule ein Verlangen nach die, oh Gott. Meine Säule hat einfach ein Verlangen nach die. Was ist unsere Säule? Unsere Säule ist unsere Gedanken, zoals we denken, onze wel. Viele Menschen die haben Trouble mit ihren Gedanken, wat we kan zijn, dat die Gedanken bloß drehen en drehen, du lässt die doel zo over en du wirst slopen, dat dreht bloß, dat blijft bloß am drehen, all diese Dinge. En die versucht uns anzugreifen in diese Area von Overthinking. We denken dat Eva en we denken bloß, dat dreht en het komt over dem Confusion en die finden in jeder Scheinmann wie in die Lehrbanen sind. Das fühlt sich vielleicht so, dass du bist auf so eine Seite, wo du rannt und du rannst bis am Abusia und hast all gerannt, du kommst noch nicht an. Und das geht bis am Abusia und in deine Gedanken. Vielleicht bist du von der. Und du fühlst es, du bist enge genommen, oder die fehlt Richtung in dein Leben. Und wo du kann sein, die Liste geht an und an. Verschiedene Dinge, was in uns Leben ankommen, vielleicht wo wir nicht so reich einen Zweig mehr haben, oder viel uns allein, verloren, einsam, verschiedene Dinge. Und, aber Jesus, der ist das Wota für uns, das Leben gewota, wenn wir trägt nur arm kommen. So, wir sind alle durstig. Nummer 2 ist, wir haben alle versucht. Wir haben alle versucht, uns einer Weg zu gehen. Wir haben alle selbst versucht, das zu tun. Jeremia 2, Vers 13 sagt, mein Volk hat sich doppelt verscheucht an mich, die Qual von Leben mit Wota verloren sei, und sie birgen sich angespielte Zistern, die kein Wota holen kann. In andere Worten, sagt, mein Volk hat sich zweimal versündigt. Erstens, sie verloren mich, haben mich verloren, und sie kickten nach andere Dinge, was darf, wird stahl, ist mich. Und ich habe hier ein Beispiel von Drinks, ich will Ihnen wiesen. Und je kann alle ein bisschen mitmerken, mit je sein, wenn das ein favorite Drink ist, ein Drink, was je gleich, dann kann ich mich weiterlassen. So ich will hier some Rüt nehmen, seien Sie das kann. So wer gleicht alle ein kalter Icy? Wer trinkt nochmal Icy? Okay, ein paar Hängen hat, nicht sehr lüd. Okay, warum soll es das was lüder sein? So wer kann das trinken? Wer gleicht ein kalter Coca-Cola? Ja, medio litro. Das soll es tun. Ja, so da wir uns zusammen was dort gleichen. Wer gleicht ein kalter Sprite? Wer gleicht Sprite? Plus ich? Oh, ein Dial. Okay, there we go. Ein Dial gleich ein Sprite. How about Dr. Pepper? Wer gleicht Dr. Pepper? Yes, mehrere von die.
Okay, so der nächste Drink, den werde ich nicht mal nehmen, als ich den hier nehme. Ich werde den Bus einmal wiesen. Hier braucht ihr nicht mal sein, ist hier den gleichen. Das wird mir interessant, ich fuhr an Stuhr. Und ich sagte, was ist das? Der Stürmann. Der hat ungefähr 25 verschiedene Sorten von diesen Drinks. Ich frage, wann verkauft das meiste? Er sagt, Coca-Cola das meiste und dann diesen Drink hier. Und dann brauchen sie den noch mit noch sehr was taub, die mir Energie geben. So, die wollte ich mal nicht die Dose rausheben, wenn ich glaube, da das Gas auf dem Vieren abgehalten. So, wer gleich Wota uit den Gartenschlag? Und wenn das ist mal, Carla, da bist gleich uit dem Gartenschlag. Und die junge Mama sagt, oh, aber nee, so ein Mann nicht gedrungen, Kinder war krank war. Well, wir sind alle hier, look at us. Wir sind hier. Und so, was passiert, ist, vielmal darstellen sie in die Coca-Cola auch gleich den auch. Aber wir wissen, dass all das Zucker, was der Bern ist, das stellt wirklich nicht in Darsch, right? Es sind gute Drinks, aber manchmal nur dem selber noch Krieg so darstig ist, wie fertig wir. Und die Versicherung ist manchmal noch was anderes zu kicken ist, noch den Schlag Wota. Und vielleicht was anderes trinken, was uns soll den Darsch stellen, was uns wirklich nicht ganz den Darsch was stellen. Was das Wota für uns? Kickt mir ein bisschen Eva, was das Wota für uns ist, wenn wir Wota trinken, mit einem Wota-Schlag oder einem Köffel Wota. Weil erstens Wota, das sei ja viel gute Dinge für uns, ich würde nicht nennen gehen, aber ein Christis, wie jung wir, dann wir mal auf eine Session, wo eine Tante kam und die hat einen ganzen Abend, was die verteilt von, wie gut Wota für uns ist. Wota ist 60% von uns Körper. Wota dort trägt die Oxygen und die Nahrung noch viel von unseren Zellen in unserem Körper. Wota, das ist ein bisschen ein Cushion, das ist das Weg zwischen unseren Gelenken, unseren Brain und unseren Regenstrang. Das ist ein bisschen ein Schockabsorber in unserem Körper. Und der rechte Mut von Wota trinken, dort helpt uns bis, dass wir klarer denken können. Uns Mind ist viel klarer. Wir haben bessere Energy Levels und eben alles ein bisschen gesünder. Ich weiß nicht, was Jesus dort sind, aber wenn wir uns nicht gut fühlen, ein bisschen schön Wota trinken. Gut trink Wota. Trink Wota, weil wenn wir Wota trinken, dann fühlen wir uns einfach bloß besser. Und meine Frau ist an mir selbst gewesen, meine Frau ist an jün von der. Hast du irgendwo in dein Leben, wo du was anderes hast, gewählt, als Gott, was dir soll, fällt? Jesus sagt, ich sehe das Leben gewollt. Was hast du angefangen zu trinken, so zu sein, besiegt das Leben gewollt, dann hast du gedacht, dass dort wo die Darsch stahl. Die Welt, die hat verschiedene Dinge, was die sich wählt, als ein Stellvertreter so zu sein. Die Welt, die kijkt naar zichzelf, dat is alle me. Die kijkt naar Erfolg, dat daar soll staan. Die kijkt naar drugs, verschiedenste andere drinks. Aber wie hat das Leben gewollt? Wie hat das Leben gewollt? Das ist wirklich die ganze Botschaft von der Bibel. Wie hat das Leben gewollt? Nummer 3, was ich will, Hans even nachdenken, das ist, wir sind alle eingeladen. Wir sind alle eingeladen, nach das Wota zu kommen. Und du sagst, well, ja, du weißt nicht, was ich getan habe. No, ich weiß nicht. Jesus, der weiß. Und kriegen down, was du eben von den Gedanken hast gehört, von der aus du bist hier in der Kirche angekommen. Jesus, der lädt dich danach an. Kick mal einmal nach die Schriftstellen, was ich gerade lese. Das sind 3 verschiedene Schriftstellen. Kick mal, wie viel Mal das sagt, komm, hier ist der Slide. Komm nach mir. Kommt her. Das ist urgent. Es kommt. Er lädt uns an. Das sage ich nicht, oh, okay, wenn du das gedacht hast, oder wenn das. No. Die Einladung ist vor allem. Eva und Eva, ganz bei Offenbarung, sagt, hey, kommt. So, diese Einladung, das ist vor allem Eva Reim. Und komm, kriegst es du best. Kriegst es du best. Chuck Swindoll, weiß nicht, wer den was kann, aber das ist ein Prediger in der Stadt, er ist 91 Jahre alt geworden, und er hat 61 Jahre gepredigt, und ich sage, das ist der letzte Weg, dass sein früher Abends 91 Jahre alt war, was würde, wenn du eine Botschaft noch kannst predigen, was würde die Botschaft sein? Und er sagt, er würde eine Botschaft bringen von den Menschen einladen, zu kommen, kriegst es die sind. Dat ze niet erleben, für sich ist alle Teich zu stellen. Komm, das kriegst du best. Dort wird sie eine Botschaft sein.
Und Jesus, der sagt auch, Eva und Eva in der Schrift, komm. Das sind Betzes, die Unkas klingen, was im Himmel klingen und sagt, komm nü, das Unkas ist right, komm nü. Don't miss out. Komm, krieg nü. Kommt und schmeckt und seid, wo Gott ist. Psalm 34, Vers 10, da sagt, es fängt einmal selbst ut, wo Gott der Herr ist. Auf Englisch sagt es, come and taste and see that the Lord is good. Kommt und schmeckt, das wird einmal selbst. Und so, wenn wir in Durst haben, irgendeine Area in uns Leben, was immer von Area das ist in uns Leben, weil wir die Menschen sind, was sie sein, wir gehen nach das Lebenswasser, wir gehen nach Jesus. In der Zeit, wo es schwer ist, in der Zeit, wo wir Frauen haben, in der Zeit, wo es nicht so gut ist, wo wir noch Antworten kriegen, wir gehen immer nach Jesus. Das heißt, die Qual von das Leben Wota. Ja. Wir haben 3 Wahrheiten so bitte behaupten von diesem Part hier. 3 Wahrheiten, wo wir keine boven stehen. Die sind alle uit das Buch von Johannes. Von all den Schreiben in das Neue Testament, Johannes ist der, was das ganze meiste Mal den Exempel bringt von Durst und von Wota. Und das erste ist die Behauptung von Abhängigkeit. Das auf Englisch würde vielleicht sagen, Declaration of Dependence. Das wir behaupten dort, wir sagen, wir sind einfach abhängig von Jesus. Und das kommt in Kapitel 6 von Johannes. Das ist kurz nur dem, was Jesus hat, die 5000 Menschen gefeiert. Das ist nur dem, was er ab dem Wota gegangen ist. Und das, wo er anfängt, zu seinen Jüngern zu reden, und auch die Menschen, die am No fallen. Und er redet von den Kosten, was das sein, am No zu fallen. Was das kosten, am No fallen. Und das ist das erste Mal, wo er anfängt, das Sprache zu brücken, wo er von redet, von seinem Körper und seinem Blut. Und das ist wirklich ein Bett, wo das sich abteilt, die Menschen, die Jesus no fallen, was am no fallen für nicht hier, oder vielleicht wenn andere da, und da wird sagen, Jesus, du bist der Haupt, wir sind abhängig von dir, und wir gehen fair weg mit dir. Das teilt sich da ein bisschen, nein, viele Menschen, die verleiten am, die Jünger am nicht mehr hängen an. In Johannes, Kapitel 6, Vers 67 und 68, da sagt er, dann seht Jesus zu den 12. Weil die auch weggehen, dann seht Simon Petrus tam. Herr, nach wem soll wir gehen? Dienen wir sind ewig leben. Jesus, der kijkt naar zijn core-groep, wat we kunnen zeggen, naar zijn Hauptmenschen, naar de mensen wat er dichtbij weer, zijn Jünger, de mensen wat er dichtbij zijn. En hij zegt op eenmaal, wil je mij ook verlaten? Wil je ook weggaan? En Jesus, der sagt gleich, nee, nicht weggaan. Ich meine, schwer sind Stanten. Wir reden von diesen Fargen paar Wegträgen. Und wir reden ein bisschen von das Interessante, denke ich, als Menschen anfangen wegzugehen. Jesus, der jetzt gleich hingeht und sagt, Jungs, wach mal bitte. Ich meine das doch nicht ganz so arg, das ist ein bisschen ein Beispiel. Please, gut nicht weg. No, er kijkt bis naar zijn andere en zegt, wil je ook gaan? Like, dat wordt een kost zijn. Wil je ook gaan? Make up your mind. Wil je ook weggaan, of wil je bij mij blijven? En Petrus, die zegt, wo zal we gaan gaan? Dus wat zal ik zelfs doen? Haar, naar wem zal ik gaan? Een andere weer, Petrus zei, ik heb alles verzocht. Ik heb al het evangelie geschmeckt. Ik heb het alles verzocht. Naar wem zal ik gaan? Du bist de einzige antwoord. Du hast geen plan B. Ik blijf krijg met die. Ik heb geen andere option. Jezus, du bist mijn kwal. De tweede behauptung is de behauptung van aanlading. Dit komt uit Johannes kapitel 3. En Johannes, de schrift hier van Johannes de Duyper. Dit is het eerste part van het boek, waar Johannes de schrift van Johannes de Duyper. En Johannes de Duyper in de Bijbel, dat is Jezus zijn cousin, dat zijn cousin. En die ging ver Jezus en die maakte dus een announcement en zei, Jezus die wordt komen, Jezus is de Messias, hij wordt komen. En zo dat we een deel attention rammen Johannes en de Jünger, wat rammen aan weer, Johannes de Duyper. En die wat aanhänger aan zijn Jünger zo te zijn, die waren dort aan. Hier is een deel attention, rammen aan. En dan op eenmaal dan vangen ze aan te grumzoien en te complaining en zijn, wat jij aan? Like, mensen vangen ons aan te verloten. Die gaan weg van ons. Die zijn hier niet meer met ons. En dan zegt Johannes in kapitel 3, vers 30, hij zegt, hij moet toenemen
en ik moet aufnehmen. En dit is wirklich onze aanloring van der ook. Dat vangt alle aan met Jezus, du bist meine Qual, du bist die Qual van het leven, je Wota. En ik loop die aan in jeder area van mijn leven. Mij dorst, mij fehlt meer van die dag voor dag. Ik wil best meer van die, ik wil wissen, ik wil wiederkomen. Zie ons leven dat aan dat gleich alles op eenmaal. Wie Jezus aangenomen, dan heeft het alles veranderd. Dit is een step by step. Dus wie wissen, dus wie wiederkomen, jeder dag. En zo, dat is wie we zijn. We brücken immer waar van het leven, het Wota. Jezus, du bist het Wota. En mij fehlt die jeder dag. Mij fehlt die in mijn gedanken, in mijn emotions, halt mij control. En deze tijd, wo ik zie, wat immer het is, dat is een stap op eenmaal. Dat is een dergelijke entscheidung in mijn gedanken, in mijn emotions. Gott, mij fehlt het aan die. Mij fehlt het aan die. En hij loopt ons aan. De derde behauptung, dat is de behauptung van geloven. En dit is de laatste point. En dit is de kamp vanuit Johannes kapitel 4. En dit is een zeer krachtvolle geschichte wat we hebben van de vrouw bij den Baum. En Jezus de kamp hier naar deze Baum. Hij traf deze vrouw hier. Hij is een man. Dit is een vrouw. Die had er really niet mal zo bij te gelijk door dit te zijn op deze tijd. En zij is uitgestaat uit de community, waar kan zijn met zo'n outcast, is uitgestaat. Vele dingen zijn in haar leven passiert, haar vergangenheid in haar leven. Dat wurde haar zo ganz onfähig merken, met Jezus te reden. Vielleicht even met een man te reden, aber vielen Dollar noch onfähig, de vertaal te hebben met God zien. Maar Jezus, die blijft met vertaal. Hij vertaalt met en hij loopt aan. Hij vraagt vrouwen. En zij gelooft dat gleich. Zij gelooft dat gleich dat zij aangeloot is van dit Wota te drinken. Zij verzekert zich de ganze tijd even onfähig te merken en disqualified en Jezus te zijn. Jezus, weißt du even wer ik zie? Weißt du wat ik gedaan heb? Weißt du gleich van mijn verhältnissen? Weißt du gleich van mijn zin, wat ik al gedaan heb? Weißt du gleich van de Fehler, wat ik gemerkt heb? Van al die dingen, wat ik heb geschmaakt, beziet, het Wota? Dat leven, het Wota? En deze ganze tijd even verzekert ze zich onfähig te merken. En er ganze leven zo te zijn, dat we beschreven van, dat zij naar andere dingen kijkt, is naar het leven, het Wota vererdarscht. En Jezus die vraagt de vrouwen, en op eenmaal zijn uw opgemerkt. Uw gaan op, en ze worden op eenmaal aan. Ik reed hier niet best met een man. Ik reed hier met God zien. Ik reed hier met Jezus. En zo zij je terug in de stad dan, te vertellen wat passiert is, te zeugen, te witness. Johannes 4, kapitel 28 zegt dat de vrouw leidt Wota kruk staan en ging in de stad dan. So zij kwam naar deze Baum met al ihre verhältnissen, de verhältnissen die wir noch haben gekriegt door. Ze hadden nog maar ihre verhältnissen. En aber zij kwam hier steeds zo naar den Baum, om Wota te holen. Ihre Hintergrund, die wir noch haben door. Die dingen wat zij gedaan had, dus de vergangenheid die wir door. Aber zij wie op eenmaal geveld met geloven. Zij wie geveld met geloven. Zij leidt een Wota kruk door. Wat ze weer komen vallen merken, maar zij weer zelfs geveld met geloven. Ver zij dat zag, dan geloof zij. En Hebreeën 11, vers 1 zegt dat de geloven is de gewissheid dat we dat krijgen worden op wat we hopen. En es niet in twijfelen aan dat wat we niet zijn. En zo we leven en geloven. Nicht mit was wir sein. Wir können nicht alles sein. Aber wir leben und glauben. Und so hier sind die 3 Points. Nummer 1 ist, dass wir einfach tauschtun für Gott und sagen, Gott, ich sehe actually ganz abhängig von dir.
Ich habe keinen Plan B. Ich habe das even geschmeckt. Ich habe den Wota geschmeckt, ich will bis mehr von den Wota. Ich will von das Leben Wota. Ich bin ganz abhängig von dir. Und dann Nummer 2 ist, dort annehmen, dass wir auch eingeladen sind. Dass wir nicht so sind, dass sie zufrieden sein, no, du, das ist was ich getan habe, was ich von dir gedacht habe, ich sie obviously disqualified. Ich sie unfähig und das nicht annehmen. Ich sage immer weiter, komm, hier ist das Wort, komm. Das ist urgent, das komm nu. Und so werden wir das annehmen, dass wir auch eingeladen sind. Und dann, was wir getan haben, wir sind alle eingeladen. Und dann Nummer 3 ist, dass wir das glauben. Wir können nicht alle sein, aber dass wir das annehmen und glauben und in Glauben leben. Wir leben in einer Zeit, wo das mit so zum Spiel dann kicken ist, das alle mit so bedanzen. Wir können das recht klar sein. Aber es ist wichtig, dass wir bleiben im Glauben gehen. Wir können nicht alle sein. Wir können nicht alle das ganze Bild sein. Aber das, wo das wichtig ist, dass wir Glauben festhalten. Und so vergeht das nicht. Dass wir sind abhängig von Gott. Wir sind alle eingeladen und wir gehen in Glauben. Und wir bis zurückkommen, immer weiter, nach das Leben Wota. Nicht nur alle anderen Dinge checken. Wir werden uns durchgehen nach das Leben Wota. Amen. Frau, dass ihr abstehen. Jesus, Dankeschön für das Leben Wota, was du uns gegeben hast. Du bist das Leben Wota. Wir danken dir dafür. Und wir haben das geschmeckt. Wir haben gesehen, dass du gut bist. Wir haben den Wota geschmeckt. Und wir kommen bis weiter trägen. Unsere Seele, die Durst. Wir haben Areas in unserem Leben, wo wir bis mehr fehlt von dir. Und wir stehen nicht von dir bis zu, dass wir haben einen Plan B. Du bist uns Plan. Wir haben nicht eine andere Option. Uns fehlt mehr und mehr von dir, von das Leben Wota. Und wir nehmen das an, dass du hast uns eingeladen. Du lädst uns an, dann wer wir sind, und dann was wir getan haben, dann was das Hintergrund ist, und dann wie viel Mal wir gefallen sind. Du nimmst uns an, du sagst, komm, ganz durch die Schrift von dir, du sagst, komm. Und wir nehmen das an. Und Gott, wir können das Bild nicht ganz sein, wir können nicht alles sein, wo du schaffst. Wir wollen bloß, dass du schaffst, und wir gehen im Glauben. Wir halten uns fast an dich, wir loben dich, und wir danken dich. Und wir halten uns bis fast an dich. Alle Ehre, alle Preis geht nur dir, für was du getan hast und was du wirst tun in uns Leben. Amen.